Servus miteinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein kleines Thema zum Thema Whisky, Mondschein, wie auch immer, Likör. Ja, das ist der Daniel vom Bavarian Redneck Moonshine, genau. Er hat uns ein bisschen was mitgebracht, beziehungsweise euch hat er nichts mitgebracht. Ich verlinke ihn euch unten, schaut bei ihm rein. Gerade für Weihnachten wahnsinnig tolle Geschenke, hat einen Haufen interessante Sachen dabei. Kauft es bei ihm ein und fühlt euch da ein bisschen wohl. Aber es geht mir eigentlich um ganz was anderes heute, gell? Weil wir haben fleißig Sachen ausprobiert. Ich habe schon mal gesagt, ich würde gerne meinen eigenen Whisky, Moonshine, Likör, wie auch immer, ich weiß nicht, wie es heißen muss. Es ist immer alles so kompliziert. Da habe ich ja hier den Profi, der weiß, wie das heißt oder wie es nicht heißen darf. Ja, genau. Ja. Unsere EU-Verordnungen, die machen es uns super leicht, dass wir den richtigen Namen finden. Genau. Genau, ja, da ist meine Unterstützung und mir ging es halt einfach darum, ich wollte jemanden haben, der klein ist, der cool ist, der aus Bayern ist, ganz wichtig, und er ist aus Freilassing, da sitzt auch die Firma. Ja, und der Plan ist ich wollte halt nichts labeln, sondern ich wollte halt was Eigenes haben. Ich wollte meinen eigenen Geschmack haben, ich wollte was Eigenes kreieren. Und ich denke mal, das haben wir ganz gut geschafft, oder? Also wir lassen euch jetzt teilhaben bei der, wie soll ich sagen, bei der Premiere. Bei der Erstverkostung. Genau, bei der Erstverkostung von den 3 Sachen, die übrig geblieben sind. Also wir haben natürlich jetzt monatelang Schnaps und Whisky und Mondschein getrunken. Aber das mal ein bisschen zur Seite, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Ja, so. Genau, da haben wir jetzt halt einmal 3 verschiedene Versionen, was wir dabei haben. Okay. Cool. Wo wir meinen, eigentlich einmal die Ursprungsversion, was du im Prinzip als Aufgabe gegeben hast, wo das Ganze mal landen will. Dann haben wir versucht, das Ganze zu replizieren mit meinem Moonshine. Und dann gibt es noch eine eigene Version, wo ich sage, okay, pass auf, das hat jetzt noch ein bisschen den Bavarian Redneck Moonshine-Style. Ja, erzähl nur, du bist der Profi. Wie gesagt, ich bin der den Geschmack ausgesucht hat. Genau. Also wir haben ja schon mal ein bisschen umeinander probiert und ich weiß ja auch, was mir schmeckt, und es ist ja eigentlich so, eigentlich mag man ja immer was auf den Markt bringen, was einem selber schmeckt, damit man es selber trinken kann und dass wenig für die anderen übrig bleibt. Wir haben 38%. Darauf haben wir jetzt mal das Ganze eingestellt. Ich glaube, das rundet das Ganze schön ab. Ist nicht zu stark, ist nicht zu schwach. Eins haben wir noch, zeig mal schnell, weil der Inhalt ist noch nicht fertig, aber das Produkt ist wir haben die Flasche schon fertig hier. So soll er ausschauen. Also wenn ihr den seht, hier das komische Gesicht da, dann ist das meiner. Ja, stelle ich euch jetzt daher. Jetzt fangen wir mal einfach an, haben uns da 2 Glasen hergestellt, dass die Leute ein bisschen was sehen. Und ich dachte mal sagen, fangen wir gleich mal mit dem Referenzprodukt an. Genau. Damit wir wissen, schenken wir mal was ein. Ja, und wie halt standesgemäß aus dem Messenjar. Und du bist da genau rechtzeitig kommen, weil ich mache nämlich gerade Nackensteaks. Gell? Das hat er wahrscheinlich gerochen und da passt das ja alles ganz gut dazu. Also schauen wir mal. Ja. Ja, so wie man kennen. Genau. Leichte fruchtige Note, schöne Süße, schöner Zimteinschlag. Ja. Und dann schauen wir mal. Genau. Dann gehen wir mal auf mein Original. Ob ich das genauso gut geschafft habe. Ja. Gehört dazu. Ja, klar, die Rednecks, die kennen das. Ja, der ist voll milder. Ja? Genau, das ist natürlich im Der ist viel Geschmack her ein bisschen milder. Ein bisschen einfacher sind wir unterwegs. Der Original ist ein bisschen fruchtiger. Und da kommen wir auf 38%. Das sind 38%. Okay. Ist das jetzt der mit dem Apfel? Nein, das ist jetzt das Originalrezept noch von dir. Da fällt jetzt der fruchtige Einschlag ein bisschen. Ja, dann geht es natürlich jetzt in die erweiterte Variante. Dir zum Aufmachen. Dankeschön. So, dann lass das schmecken. Der verbirgt den Alkohol recht gut. Ja, also süffig sind alle. Ja, das ist interessant. Muss ich mal nochmal den ursprünglichen hier probieren. Mhm.
Ja, schaut, dass ihr nicht mittesten könnt. Ja, verpasst ja was. Also wir werden jetzt noch länger testen, also wenn die Glasel leer sind, dann, weiß ich nicht, wenn wir noch was schmeißen, hast du noch irgendwie... Ja, wenn es dann auch noch geht, haben wir natürlich Ja. wieder eine Challenge mitgebracht, weil ich hab's bringe nie befürchtet. was vorbei Ich oder hab's schicke was befürchtet. vorbei, ohne dass wir Herausforderungen haben. Mal schauen. Um Ding Gottes Willen. Ja, er sagt ja, er kann alles schmeißen. Dann schauen wir mal, ob er mit einem Gemüsehackebeil schmeißen kann. Und dann schauen wir mal. Aber Zielwasser haben wir genug dabei. Ja, Herausforderung angenommen, oder? Ja, cooles Teil. Stellen wir daher. Trinken wir leer, dann wird der Wurfstil noch ein bisschen expressiver. Genau. Dann essen wir noch ein Nackensteak und dann werden wir ein bisschen werfen. Gell? So, gibt es das erste Mal hier Nackensteak Semmel von meinem Lieblingsmetzger. Machen wir ein bisschen Platz und dann nehmen wir mal ein bisschen und dann schauen wir mal weiter, oder? Schauen wir weiter. Also Super. dann Jo, einen dann guten, Wahnsinn, gell? danke. So. Boah. Ja, schön. Also das war der Favorit bisher, oder? Mhm. Okay. Also wenn es für dich auch passt, ja. Dann probieren wir den jetzt nochmal. Mhm. Testen wir nochmal. Noch ein bisschen was deftigen da. Jetzt habt ihr auf jeden Fall mal den Zimtnerbull für dich raus. Da. Entschuldigung. Ah, das schaffst du schon. Oh, ja. Ja. Nicht, dass die Lieferung bei den anderen dann zu spät kommt. Gell? Ja, ja, genau. Da bin ich auch mal gespannt, Ja. Was da geht. du das Zeug immer erzählst. Ein altes Mütterchen irgendwo überfallen Nein. und ihren Zwiebel. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Was ist denn das Ding? Kräuterwiege, Hackwiege, Kräuterhackwiege, irgend so ein Ding. Kräuterhackwiege. Genau. Ja, das ist wieder. Ihr wisst ja, ich trinke ja keinen Alkohol. Ich trinke eigentlich nur Wasser hier. Genau. Für den Wandersmann. Ja. Bisschen Flascherl. Ja, man soll ja immer schauen, dass man möglichst viel Flüssigkeit zu sich nimmt. Auf jeden Ja. Fall, ja. Wobei probieren Sie mal nochmal alle bei derselben Temperatur. Und nüchtern. Ja, gut. So, liebe Leute, das war's einmal wieder aus dem bayerischen Outback. Ja? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut mal bei seinem Shop vorbei. Wie gesagt, unten verlinkt. Und ja, hinterlasst mal einen Daumen nach oben. Kauft keinen Klump, dann müsst ihr ihn nicht wegschmeißen. Wir gehen jetzt noch zum Werfen. Und schauen wir mal, ob das funktioniert. Aber ich bin da recht zuversichtlich. Gell? Also, bis zum nächsten Mal. Ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch. Servus. Ja, jetzt ist es leider kaputt gegangen. Ja. Ich weiß nicht, wo es liegt. Aber wir lassen es nicht runterkriegen. Meistens jetzt einfach so.